Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir befinden uns im Herz vom Wald und müssen eigentlich jetzt gerade mal schnell mit der lieben Winterkönigin sprechen, was da genau so los ist. Wir haben ja in der letzten Folge ihr eigentlich die Nachricht vom lieben Primus überbracht, was da los ist. Und ich würde jetzt sagen, ja, Eure Majestät, was hast du uns... Das Herz des Waldes ist kritisch für den Ardenwald und den Schutz der anderen Reiche. Vor langer Zeit haben wir mit seiner Magie jegliche Flucht aus dem Schlund verhindert, auf dass der Verbannte ewig gefesselt sein würde. Das Herz ist durch die Dürre verkümmert. Seine Kraft muss gestützt werden, obwohl kaum noch Anima bleibt, um unsere Heile zu retten. Eine unmögliche Entscheidung. Und doch muss sie für den Kreislauf getroffen werden. Ja, das war es. Okay. Also sie hat eben gesagt, das ist eigentlich verantwortlich dafür, dass er im Schlund gefangen bleibt, also der liebe Kerkermeister. Also der Verbannte. Seinen Namen habe ich schon wieder vergessen, irgendwas mit Z. Aber wir kommen hier etwas Neues über, einen neuen Ring. Quest beenden und dann würde ich sagen, kehrt zu Tal Inara in Oribos zurück. Euer Weg führt weiter, Sterblicher. Wisset, dass ich und der Ardenwald euch zur Seite stehen. Danke vielmals, das kann ich nur zurückgeben. Also wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch per Post am besten. Schreibst mir ein kleines Briefchen, dann komme ich vorbei, dir helfen. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt zurück Richtung Oribos, weil, wie es aussieht, haben wir den Ardenwald abgeschlossen. Das heisst, wir gehen ab in die nächste Ortschaft. Jetzt muss ich aber zuerst mal einfach einen Flugpunkt finden. Ich habe keine Ahnung, ich bin noch nie im Herzen vom Hain gewesen. Also das Herz vom Wald, nicht Herz vom Hain. Herz vom Hain wäre wieder etwas völlig anderes. Aber soweit ich gesehen habe, sollte der Flugpunkt eigentlich irgendwo da hinten sich befinden. Aber wir können uns da ja in Geistergestalt verwandeln. Und dann sollten wir da ziemlich fleissig und schnell unterwegs sein. Wo ist jetzt der? Da! In die Richtung. Ja, hoppla Schorsch. Manometer. So, da hinten, Flugmeister. Wir haben ihn gar noch nicht reaktiviert. Jetzt hat es mich geportet. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. So, dann gönnen wir uns nämlich noch einmal den lieben Sprung, weil jetzt werden wir den Ardenwald verlassen. Ich gehe schon davon aus, dass wir irgendwann wieder zurück werden kehren, aber... Ja, ich weiß aber nicht genau, was jetzt genau so passiert. Also jetzt, denke ich, ist der Ardenwald abgeschlossen, 7 von 8 Kapitel. Bedeutungsweise, ich gehe davon aus, dass wir jetzt langsam Richtung Revendreth gehen. Da wäre auch voll Revendreth von Level 58 bis 60 sollte man sich eigentlich da leveln und wir sind ja wirklich 58. Also würde sich das eigentlich ziemlich gut lohnen. Dann würde ich sagen, let's go, ab in Oribos, dann gehen wir mal schauen, was die als nächstes von uns verlangen. Ob wir jetzt direkt nach Revendreth können, ob etwas anderes noch passiert. Das müssen wir natürlich jetzt noch schnell herausfinden. Ist noch geil, ist das eine Motte? Geht ja ab, du. Das ist auch mega schön. Die Motte ist jetzt auch... Oh, da hinten ist noch ein anderer Spieler, ja Sally. Andruil, ein Menschenpriester, Sally, Level 60. Ist da, wie es aussieht, irgendwelche Quests zum Erledigen? Weil das wird ich höchstwahrscheinlich auch noch machen, so alle Nebenquests noch dann erledigen. Ich weiss nicht, ich liebe das einfach, aber dann sieht man einfach irgendwie alles vom Wald. Ich meine, wenn man das jetzt mal so anschaut, wir haben immer nur die Hälfte aufgedeckt, oder die ganze Hälfte haben wir noch nicht aufgedeckt. Und das ist genauso in der Bastion, die Hälfte haben wir noch nicht aufgedeckt. Und das ist genauso im Maldraxxus haben wir da nicht aufgedeckt. Gut, da haben wir fast am meisten aufgedeckt, aber es sind auch noch Ortschaften, die noch verdeckt geblieben sind. Wo ich davon ausgehe, dass man es eben mit Nebenquests eigentlich aufdecken würde. Oder ob die eben noch später in den Fokus geraten vom Spiel. Das weiss ich halt leider nicht so ganz genau, aber ich denke, das Beste ist, wir lassen das einfach mal drauf ein und schauen mal nach, was da so genau passiert. So, wir befinden uns schon im Zwischenraum. Let's go, Oribos, wir kommen. Die warten dann auch da zwischendrin, die Bitte der Königin. Gehen wir mal schauen, was als nächstes kommt. So, lieber Oribos, jetzt können wir mal auf unten schauen. Da ist der Strom, der uns im Schlund runterführt. Also da hinten ist der Schlund, sieht man sogar noch gut hier. So, Ring der Übertragung, wir sind da. Dann gehen wir mal Hallöli sagen. Sie warten nämlich schon da hinten auf uns. Liebe Tal Inara, die geehrte Stimme. Gehen wir mal fragen, was sie von uns verlangt. Sally, Quiz beenden. Gut, das heisst Ardenwald abgeschlossen. Aufgewacht, Ardenwald.
reist nach Revendreth. Also es schickt das wirklich knallhart gerade direkt nach Revendreth. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, vielleicht kommt da noch irgendetwas zwischendrin, dass wir vielleicht einmal in den Schlump müssen oder dass nochmal irgendein Szenario passiert oder irgendeine Geschichte. Aber wieso müssen wir direkt nach Revendreth? Ziemlich speziell eigentlich, aber ich würde sagen... Aktiviere das Tor! Let's go! Jawohl. Sieht schon mal richtig episch aus. Und das ist das, was ich mal in einer anderen Folge mal erwähnt habe. Aber wie man sieht, wir haben jetzt 4 Tore eigentlich geöffnet. Also wir haben jetzt hier eins, dort eins, aber da hat es noch zu wenige Tore. Und ich gehe immer noch davon aus, dass die Schattenlande irgendwie noch ein bisschen grösser ist, als uns hier gezeigt wird. Und da wahrscheinlich sogar noch ein paar Welten dazukommen. Weil das ist ja, das wäre ja eigentlich auch noch ein Tor. Die Frage ist, wo geht das an, wo geht das an? Also wir haben glaube ich noch 4 verschlossene Tore, wenn ich mich nicht täusche. 1, 2, 3. Nein, 3 Stück. Nein, da hinten noch eins. Also 4 Positionen, die eigentlich noch nicht frei gemacht sind. Also ich gehe irgendwie davon aus, da kommen noch ein paar neue... Also im neuen Patch dann auch nochmal ein paar neue Welten auf uns zu. Und ich freue mich schon riesig darauf, wie das weitergeht. Aber ich würde jetzt mal sagen, bevor wir uns zu viel Gedanken um das machen, ich bin bereit. Schickt mich nach Revendreth. Dann schauen wir uns mal an, was jetzt auf uns wartet. Ich habe natürlich vom Trailer her schon eine kleine Vorahnung, was jetzt auf uns noch warten will, weil ich weiss, es hat einen Wald, es hat Dengel, also blöd gesagt, und es hat Untote. Und ich glaube, jetzt wird langsam mal die Vampire auf uns zukommen. Mal schauen. Mal schauen. So. Sollte jetzt gerade mal ankommen. Es ist auch ein recht grosses Gebiet, empfinde ich jetzt im Gegensatz zu den anderen. Kommt mir das jetzt noch recht gross über. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt. Wir machen das halt auf den Weg. Sally, wir sind da. Also der erste Eindruck schon mal mega. Ja, hallo. Ich habe lange keine mehr gesehen. Die Ja, was? sieht euch jemand komisch aus. Quiz beenden. Lasst euch herumführen. Lebt. Als neu eingetroffene Seele müsst ihr wissen, dass dies ein Ort der Peinigung und Sühne ist. Nur keine Angst. Wie ihr an all den Sündensteinen seht, ist der Weg zur Erlösung erreichbar. Jeder dieser Sündensteine steht für eine Seele, die zu uns gekommen ist, sich von ihren Sünden gereinigt hat und dann weitergezogen oder uns als Venthyr beigetreten ist. Alles klar? Okay. Das sieht mega geil aus. Ja, was jetzt? Muss ich da etwas anklicken? Ah! Muss ich noch etwas anklicken? Der Grabstein? Sündenstein. Nun ist es Zeit, die Taten der Toten auf einer steinernen Leinwand festzuhalten. Über lange Zeit werden die Lasten einer Seele durch Reue und die erwählten düsteren Pfade erschaffen und verstärkt. Für Sterbliche kann es dies ewig wirken, doch endlose Wesen wissen, dass selbst in Stein gemeißelte Worte verblassen und selbst unverzeihbare Taten wieder gut gemacht werden können. Okay, alles klar, also da drauf. Das letzte Urteil fällt der Meister. Er hat hier das Sagen. Er heißt die Seelen willkommen, die zu Venthyr werden sollen. Den Peinigern und Fressern der Sünden. Okay. Wenn wir da oben haben wir wieder der Meister, Sonnenstein. Erfahren mehr über den Meister. Ist das da? Das steht da, hä? Okay. Öffnen. Graf Denaterius, Meister Revendreth, König der Venthyr, Erstblütiger, Kommandant der Steingeborenen, reist an der Schattenlande, seht seine Majestät und weint denn alles. Das ihr vor euch seht, existiert nur dank seiner Güte. Okay. Also er ist verantwortlich dafür alles. Einige wenige, die nicht an ihrer Erlösung arbeiten wollen. Oder denen ihr Sündenstein nicht gefällt. Mhm, ja. Oder die einfach nur Taugenichtse sind. Oder Taugenichts, Die okay. werfen wir raus. Den Schlund hinab, das war's dann. Lebt nur diese arme Seele. Für ihn gab's die letzte Verwarnung. Was für welche Seele? Jetzt komme ich nicht drauf. einmal seine Fehler zu. Er hält sich immer noch für wichtig. Was ist denn da vorne? Lasst eure Brüder los und alles wird ein Ende haben. Trotzige Seele. Ich werde mich nicht unterwerfen, sagt es dem Meister, wenn ich... Kein Angeklagter. Schnell, macht euch vorzeigbar. Ah, jetzt wollte ich eigentlich vorlesen, aber irgendetwas hat geredet. Der oberste Kämmerer ist da. Dann gehen wir doch mal dort hin schauen. Jetzt wollte ich eigentlich lesen. Mann.
Sally, du oberste Kämmerer. Wie geht's dir? Kann ich euch helfen? Quiz beenden. Fahrt mit der Dunkelhafenkutsche. Annehmen. Lasst uns von hier aufbrechen. Okay. Also es ist wirklich so wie Vampirgestaltung, kann man sich das vorstellen, so wie er auch aussieht, ein bisschen. Also ich glaube, wir sind wirklich so in dieser Vampirwelt angekommen, wie ich schon vermutet habe. Und ich muss sagen, es sieht episch düster gut aus. Aber dann würde ich sagen, ab in die Dunkelhafenkutsche und los geht's. Gute Spritzfahrt. Mal schauen, was uns anführt. Jetzt haben wir eine ganz kurze Einweisung gehört hier mit den Steinen, wie das funktioniert mit ihrer Mittlerweile habt Sünde. ihr sicher von der Anima-Dürre gehört, die unsere Realität heimsucht. Wir werden dieser Herausforderung mit Würde trotzen und dem Meister vereint den Rücken stärken. Revendreth bleibt standhaft. Okay. Also sie haben auch das Problem von der Dürre. Das ist schon mal gut zu wissen. Also gut zu wissen, dass es wirklich in jeder Ortschaft haben die eigentlich eine Dürre. Oberster Okay, was Kämmerer, jetzt? da vorne ist Tumult. Sieht aus wie ein Kampf. Rebellen. Fahrt über oder durch sie hindurch. Sie würden nicht wagen. Okay. Was im Bitte. Namen des Meisters? Okay. Dieser Sterbliche wird keine weitere Marionette des Meisters. Er ist auch euer Meister, Verräter. Lasst uns sofort frei. Wie ihr wünscht, oberster Kämmerer. Richi, ich habe doch gesagt, du sollst dich gut haben. Oh Mann. Also wie es aussieht, gibt es da Rebellen, die da einen Aufstand machen gegen den Meister. Sehe ich das richtig? Rendel, Sally, Quiz beenden. Finde Knüppelpfratze und den obersten Kenner. Knüppelpfratze. Ihr sucht die Jungs und bringt diese Kutsche in Schuss. Und lasst euch nicht fressen. Okay. Und wie der andere gesagt hat, er will irgendwie nicht, dass der Sterbliche, also mir, zur Marionette vom Meister werden. Also irgendein Aufstand herrscht da irgendwie. Hier drüben. Ja, Sally, was machst denn du da drinnen? Nadia Nebelklinge. Sally, befreit Nadia Nebelklinge. Dafür kommen wir etwas Neues über. Ich würde sagen, nehmen wir mal an. Wir haben sowieso noch ein paar Gegenstände, wo wir unbedingt eigentlich mal noch ein paar Sachen umziehen, soweit ich das noch im Kopf habe. Ja, genau, das da. Endlich frei. Kommt, lasst uns etwas kaputt machen. Irgendetwas. Und Toten, das tun wir noch wechseln. Sie will irgendetwas kaputt machen. Sie will irgendetwas kaputt machen. Sollen wir ihr dabei helfen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Die ist mir sympathisch. Also soweit, glaube ich, haben wir alles schon wieder gewechselt, was wir brauchen können. Sonst können wir dann später nochmal nachschauen. Okay. Ah, wir müssen sowieso erwecken Nadias Interesse. Wir müssen ihr Interesse wecken. Für das müssen wir ein paar Mannöckli töten. Da hinten haben wir den Tessel, die PC. Was ist denn der? Sally? Ist das ein PC? Findet 5 durchflutete Rubine. Ihr könnt Kolbfang und Seelenwache aktivieren, um euch und andere von den negativen Effekten des Endmorats zu schützen. Annehmen. Nehmen wir die auch gerade mal an, die sind ja alle da irgendwie in dem Umkreis drin. Da haben wir, glaube ich, schon mal so einen Rubin, ja, durchbluteter Rubin. Also da können wir alle Quests ein bisschen vereinen, das ist schon mal gut. Ist glaube wirklich ein krasser Start da ins Ding rein. Kann man das ein bisschen anders vorgestellt, aber ja, wir treffen direkt auf Rebellen, die nicht wollen, dass wir Meister verfallen. Wir treffen Nadine Nebelklinge, die da einfach ein bisschen Scheissdreck machen. Sie nagen am Fundament unseres Reiches. So viele habe ich noch nie gesehen. Nicht? Okay. Fundament von eurem Reich, warum sind ihr denn? Okay. Knöpfelpatze. Den haben wir gefunden. Nice. Okay, die haben wir schon mal gefunden. Jetzt fehlt uns nur der oberste Krämer. Kämmerer? Ich weiss nicht, was Kämmerer soll heißen. Das ist glaube ich mein Problem eher. Was ist ein Kämmerer? Im Leben Nein, ich kann nicht die war ich klicken. unbesiegbar. Im So, Tod ja, aber- bin ich unaufhaltsam. Ja, das ist ein guter Satz. Aber mich fragt mich, warum du dort in dem Käfig reingehockt bist. Naja, wir helfen dir jetzt einfach einmal. Warte, der Krämer sollte sich irgendwo da vorne befinden. Wir müssen sowieso noch ein paar Gegner töten. Sie hat erst 21%, das ist nicht gerade viel. Ah, da hinten steckt er, aber wir töten zuerst mal die da töten. Weil dann können wir da nämlich gerade noch schon 2 Rubine aufsammeln. Dann haben wir die Folge schon mal zusammen. Von der lieben Pizza. So.
Nice, 36%. Also die Prozentzahl geht schon mal auf, das ist schon mal gut. Und wir sammeln da schon mal den letzten Stein ein. Und dann würde ich sagen, dann machen wir uns auf mal zum Kämmerer. Oberster Kämmerer. Ist mir ein bisschen arrogant, ehrlich gesagt. Klinge beehrt uns. Und aus welchem Käfig hat euch unser Schlundgänger hier herausgelassen? Nee, warum nicht? Ihr kennt mich. Neue Zeiten, neue Käfige. Sie ist mir wirklich sympathisch, also kommt mit mir. Um die Dürre sind sehr überzogen. Komm einfach mit mir. Der fliegt. Der fliegt über den Boden rein. Okay. Er ist mir ein bisschen zu arrogant. So, ich weiß nicht, ich habe so Leute nicht gern, die so überheblich reden. So. Wisst ihr, wer ich bin? Ja, aber genau das. Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der Schönste, der Beste und so Leute habe ich wirklich gar nicht gern. Ich weiss nicht, mit so Leuten kann ich nicht anfangen. Ich habe lieber so die völlig offenredigen, normalen Leute, sage ich jetzt einmal. So hochkantige, redige Leute habe ich jetzt wirklich nicht so gern. So, wir haben erst 51% von der lieben Nebelwinder. Mit dem wollte ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Er hat 90'000 Leben, aber wie es aussieht, lässt sich das gerade nicht umgehen. Wie es aussieht, lässt sich das gerade nicht umgehen, aber wir haben ja noch Unterstützung vom obersten Kämmerer und von der Nebeldingsbums da. Von den Nagias. Dann probieren wir doch einmal den zu töten, wenn das vielleicht klappt. Ja, wir können auch noch verwirren, das ist schon mal ziemlich gut. Weil das heisst, ich kann immer wieder mal meine Drachenfalke reinlassen, in die 5 Sekunden lang. So, ich glaube, du unterstützt uns sogar noch einen anderen Spieler, oder? Ja, voll! Zambo, Wachtbringer, unterstützt uns auch in diesem Kampf. Nice. Nice, dann sollten wir das gut anbekommen. 90'000 Leben ist halt wirklich nicht gerade wenig. Aber ich denke, das sollten wir gut anbekommen. Noch 14'000. Wir haben es fast. Wir haben es fast. Nice! Ah, was? Und die Aufgabe von ihr ist auch gerade erledigt? Ja, moin. Der Elite-Gegner hat gerade gelangt, um ihr zu zeigen, dass wir gut sind. Okay. Quiz beenden. Flanke schützen. Sie kommt. Ah, sie begleitet uns noch. Okay. Ich habe gedacht, sie haut wahrscheinlich ab, aber wie es aussieht, will sie uns da fleissig begleiten. Dann würde ich jetzt sagen, ab zu den Pizzen, weil die will ja die 5 Rubin von uns. Würde ich sagen, weiter. Quest beenden. Dann haben wir die Pizza auch erledigt und dann gehen wir wieder zurück zu unserer Hauptquest, zu unserem lieben Wägeli. Wie es aussieht, ist das wieder ganz. Vorher ist das ein komplett zerbrochen am Boden rumgelegen. Er hat sie, wie es aussieht, repariert. Ist doch schon mal ein ziemlich guter Anfang. Da hinten wartet er auch schon. Der liebe Randall. Hey, Kenne ich jetzt eher von der grossen Pause. Randall. Fahrt mit der Kutsche. Annehmen. Trennen sich unsere Wege erst einmal. Ich muss noch etwas Vergeltung üben. Aber ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also bleibt am Leben. Ich hoffe, ich sehe dich wieder. Also du passest mir mega. Ich würde sagen, wir gucken mal in die Kutsche und weiter geht's. Draven und seine Lakaien könnten hier noch irgendwo lauern. Okay, Draven. Ist das der Draven Anführer von der ist einer Rebellen? der letzten Oh, Anführer einer gescheiterten Rebellion. alles klar. Nicht, dass es uns erklärst. Es gibt Ventyr und Steingeborene, die dem Meister die Schuld an der Animadürre geben. Reinste Ketzerei. Ja gut, soweit ich verstanden habe, haben ja alle ein bisschen die Schuld. Also haben ja alle die Türen. Also die Winterkönigin ist jetzt auch nicht die Schuld an den Türen. Also man versucht ja einfach das Beste, um die irgendwie zu überwältigen. Aber wo fahren wir jetzt hin? Und jetzt wissen wir, der Draven ist der letzte Rebell. Und jetzt ist die Frage, ob wir gegen den Rebell sind oder für den Rebell. Weil am Schluss hat er ja vorher gesagt, er will nicht, dass wir in Gefangenschaft vom Meister, also die... Gehen wir zu Fuß weiter. Ich möchte nicht noch einmal von einer Klippe geworfen werden. Gerade so. Quest beenden, er will nicht einmal von einer Klippe geworfen werden. Tötet 5 steingeborenen Rebellen. Dafür haben wir etwas Neues über. Das sieht noch ziemlich schmackhaft aus. Das sieht noch schmackhaft aus. Breath ist entschlossen. Anima-Abnahme. Findet den Anima-Kanister. Annehmen. Dem Plan des Meisters. Und trifft Randall im Gräber mal. ihr das? Im Gräber um die Enden in Ihr, Schach zu halten. mit der hässlichen Visage. Fahrt als Ablenkung mit dem Wagen in eine andere Richtung. Sterblicher. Wir teilen uns auf, um kein leichtes Ziel zu sein. Versucht nicht zu sterben. Ja, das bringe ich gut an, nicht sterben. Keine Angst. Versuch lieber du nicht zu sterben. So, wir müssen 5 von denen... Ah, jetzt habe ich die auch gerade angegriffen. Sorry. Aber wir müssen 5 von diesen steingeborenen Rebellen töten. Da vorne haben wir noch ein Blatt mit einer Quest. Die könnten wir eigentlich auch annehmen. Wahrscheinlich ist die nämlich auch gerade da umeinander. Sammelt 9 Rebellionshandzettel. Okay. Steingeborene Rebellen. Dass wir jetzt schon anfangen Rebellen töten, finde ich jetzt aber schon ein bisschen asozial. Ich meine, ich habe mich noch nicht entscheiden, ob ich jetzt für oder gegen die bin.
So, da haben wir gerade so einen Zettel. Den nehmen wir doch gerade mit auf. 9 Stück brauchen wir. Sollten wir eigentlich gut zusammenbekommen. Obwohl ich unsicher bin, ob wir schneller die Rebellen töten als Zettel finden. So, nochmal ein Zettel. Kann ich die aber auch mal durchlesen? Kann man den mal durchlesen? Werte Venturi-Freunde, glaubt nicht die Lügen, die Graf Denaterius und seinesgleichen unter euch verbreiten. Die Speichellecker, die dem Meister folgten, tun dies einzig allein aus Machthunger und Gier. Sie machen sich damit eben jener Sünden schuldig, die wir den Seelen, die uns anvertraut werden, so unermüdlich auszutreiben versuchen. Bewohner von Revendreth, erhebt euch, wir müssen diese Tyrannen stürzen, der sich unser Meister nennt. Schließt euch meiner Sache an, in Ergebenheit Prinz Renetal und Ernter der Herrschaft. Sind das zwei verschiedene Namen oder ist das ein Titel? Das ist jetzt eine gute Frage. Wisst ihr was? Was? Ich persönlich würde sagen, wir machen uns doch das mal gemütlich da bei dieser Kutsche. Und ich würde sagen, wie es da weitergeht in Revendreth und was da genau auf sich hat mit den Rebellen und allem, das finden wir raus in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst Runde World of Warcraft mit dem Schweizer. Ich danke vielmals fürs Einschalten, ich hoffe, es hat Spass gemacht. Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Kommentar, wenn noch langweilig ist. Danke vielmals und ciao!